herzlichen guten Morgen. Mega cool, sind ihr da in diesem Feriengottesdienst. Ganz speziell auch Besucher, die das erste Mal da sind oder Besucher von der Krishona, die vielleicht bei uns heute reinschauen. Mega cool. Ganz speziell auch, wenn es heute vielleicht ein bisschen mehr gebraucht hat, vom warmen Bett vorausgehen, um da hinzukommen. Mega cool. Ganz speziell auch unsere Livestream-Besucher. Mega cool, habt ihr eingeschaltet. Hey, ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr unseren wunderschönen Saal noch nie von innen gesehen habt oder vielleicht nur einzelne Mal, dass ihr auch mal da hinkommt, reinschauen. Wir würden uns freuen. Wenn du dich immer schon gefragt hast, ja, soll ich jetzt kommen oder nicht, das ist das Zeichen. Komm doch auch mal vorbei, um zu schauen. Hey, ihr im Saal da, für euch habe ich gerade am Anfang ein paar Infos. Und zwar vorweg, wir werden lüften. Und wenn ihr eher zu den Leuten gehört, die kalt haben, geht euch jetzt noch geschwind eure Jacke holen. Dann sind wir nämlich wieder da, bis ich fertig geschwätzt habe. Dass ihr sicher nicht friert, das wäre gut. Ja, wir haben Anfang Oktober. Das Sicherheitskonzept muss leider immer noch eingehalten werden. Ihr habt vielleicht gesehen, ein Mail vom Philemon. Schaut doch wirklich, dass ihr den Abstand einhaltet, dass ihr auch schön zwischen euch einen Stuhl Platz lässt. Dann könnt ihr euch ein bisschen mehr bewegen. Beim Worship, das wäre mega cool. Genau, dann die noch ein bisschen mehr Massnahmen gerne hätten. Wir haben hinten immer noch Masken. Schaut so, dass es für euch stimmt, dass sich die sorglosesten und einfach auch die vorsichtigsten wohlfühlen bei uns. Ich möchte noch ein Foto machen, gerne. Sehr cool, also jetzt sind sicher alle drauf. Falls ihr doch an Massnahmen noch krank werdet, meldet es doch einfach bei uns und dann sind wir sicher auf der sicheren Seite. Ja, dann möchte ich euch gerade in unser Thema einführen, das wir heute haben. Unser Thema heute ist Crazy Glauben. Und wenn man das so ein bisschen übersetzt, könnte man sagen, ja, Crazy Glauben, also ein bisschen verrückt, oder Glauben, obwohl es unmöglich scheint. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal etwas geglaubt, das unmöglich scheint? Glaubt, dass es Gott wirklich kann tun, weil wir haben ja einen mega grossen Gott. Warum das also nicht glauben? Und ich habe recht lange überlegen, weil ich bin nicht jemand, der ein Schiff baut, obwohl es kein Wasser hat, wie der Noah. Ich bin auch noch nie übers Wasser gelaufen, weil mir das jemand gesagt hat, wie der Petrus. Und ich glaube, das ist für mich persönlich ein Lernfeld, wenn ich etwas lernen kann. Und zum Glück haben wir, glaube ich, alle im Umfeld Leute, die uns da schon Schritte voraus sind und uns Vorbilder sein in dem und die uns einfach dazu ermutigen, um immer mal wieder ein bisschen mehr glauben als der Standard. Und ein Vorbild von mir ist so ein bisschen der Simon Müller, der uns gibt und so ein bisschen auch unserem jüngsten Team uns immer wieder ermutigt, um noch ein bisschen mehr glauben, noch ein bisschen grösser zu beten. Und darum freut es mich, dass du genau heute das Thema machst. Bevor wir jetzt auf das Thema dann mit der Predigt einsteigen, wird uns die Band in Worship einführen, dann in die Predigt und im Anschluss jetzt noch das Abendmahl geben. Darum, wenn ihr etwas noch mit Gott zu besprechen habt, wäre es dann während der Worship-Zeit. Danke vielmals. Ich möchte noch beten für die Predigt und für den Simon. Oh. Jawohl, danke. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass wir das Privileg haben, zum zusammenzukommen, dass wir uns immer noch treffen dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du mitten unter uns bist und unter uns möchtest wirken und dass du uns einfach durch die Bibel uns möchtest nähern und uns möchtest dein Wort verständlich machen. Und ich bitte dich einfach, dass du durch den Simi durch darfst reden, dass du durch ihn durch uns darfst etwas mitteilen und dass du den Simi ruhig machst. Amen. Danke Steffi vielmals. Crazy Glauben, Break through the wall, das ist so ein bisschen unser Motto, das uns auch begleitet in unserer Jugendarbeit hier in der FG. Also allgemein einfach Mauern durchbrechen und so ein bisschen mit dem crazy Glauben vorwärts gehen. Und das ist so ein Teil, der bei uns noch ein bisschen fehlt. Und ich habe gedacht, ich bin so frech und packe den einfach in den Sonntagmorgen rein. Weil Glaube ist etwas, wo uns im Alltag eigentlich überall immer wieder begegnet. Ich bin, für die mich nicht kennen, ich bin Jugendpastor in der FG, der Simon. Und ich darf euch ein Stück weit in das Thema hineinführen und ich freue mich mega. Weil es ist so alltagsnäher.
Crazy Glauben. Glauben ist etwas, wo uns immer wieder im Alltag begegnet. Wir brauchen zum Beispiel mega gerne so Alltagsfloskeln wie «Ich glaube, ich schaffe das» oder «Ich glaube, das wird nichts». Eine von meinen Lieblingsalltagsfloskeln ist zum Beispiel «Ich glaube, wenn man viel im McDonald's geht essen, wird man ein langes, erfülltes Leben haben». Das ist so eines von meinen, die ich so gerne brauche, oder? Es macht schlichtweg nicht mega viel Sinn. Ich weiß nicht, vielleicht auch, wenn wir heute Morgen, du bist mit dem Auto hier hingekommen und bist reingeguckt und hast gesagt, ja, ich drehe jetzt das Radio auf, und dann hast du doch irgendwie ein Stück weit geglaubt, dass irgendwo in der Luft so Funkwellen umeinander schwirren, die dann so in eure Autoantennen rein snitchen und nachher so dort drin sind, und nachher kommt dort doch ein Ton aus dem Radio. Oder ich weiss nicht, wir haben ja momentan auch gerade Herbstferien. Dann gibt der ein oder andere Lied vielleicht doch, trotz auch der Corona-Zeit am Strand, ich weiß es nicht, in der Sonne. Und so die UV-Strahlen, das ist so auch etwas, wo wir uns vielleicht eher sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das kann nicht so grosse Auswirkungen haben. Und wenn wir doch dann ein Zeit in der Sonne liegen, merken wir doch, ja, mal, es kann etwas tun bei uns. Und das ist so ein bisschen das Glauben, das uns immer wieder beschäftigt. Und wir werden eigentlich dort reintauchen, um zu schauen, hey, der Glaube, wie können wir den entdecken und wie ist es wirklich, wenn wir den auch erleben können. Zuerst, wenn wir miteinander einsteigen und schauen, was sagt eigentlich die Bibel über den Glauben. Was steht in der Bibel? Und dort lesen wir, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein überführt von Dingen, die man nicht sieht. Das klingt unglaublich kompliziert, ist es aber nicht. Je nachdem. Aber es geht eigentlich grundsätzlich für uns, dass Sachen wahr werden können, wo wir überzeugt sein von Sachen, die wir nicht, schlicht und einfach nicht sehen. Durch den Glauben können wir überzeugt werden von Sachen, die wir schlicht und einfach nicht sehen. Und wenn wir weiterlesen, dann durch ihn haben die alten Zeugen erlangt. Dort steigen wir dann ein in das, wo die Steffi am Anfang schon ein bisschen auf das eingegangen ist, dass die Alten, die Vorbilder, die wir haben in unserer Bibel, eigentlich dort in uns vorangegangen sind und das erlebt haben. Wir haben dort Geschichten, wir können Geschichten lesen vom Noah, wo Gott gekommen ist und gesagt hat, bau uns ein Schiff, bau für die Menschheit ein Schiff, weil es wird ein großer Sturm aufkommen und es wird regnen. Und der Noah hat nichts gesehen von dem Regen. Er hat auch nichts gesehen irgendwie von dem Sturm oder was auch immer wird sein, sondern er hat geglaubt und durch den Glauben hat er die Gerechtigkeit und das Erbe empfangen, wo Gott dem Menschen zusprechen. Oder wir haben auch die Geschichte von Abraham, wo auch dort schon Gott ihm ein verheißungsvolles Land versprochen hat und er eigentlich losgegangen ist und er nicht gewusst hat, wo er wird ankommen. Er hat das Land nicht gesehen, er hat nicht gewusst, wie das dort wird sein. Aber er hat einfach gesagt, hey, ich glaube, und ist in dem hinein vorwärts gegangen. In dem hinein, wo er nicht sieht, hat er gehofft auf das, dass das wird zutreffen. Oder auch Sarah, seine Frau, die eigentlich kein Kind mehr hat bekommen im höheren Alter, hat durch den Glauben, den sie hatte, und den Glauben, den sie als Familie getragen haben, hat sie wieder erkennen, hey, mal doch, Gott kann mir in einem höheren Alter noch ein Kind schenken. Und das ist dann auch so gekommen. Das sind die Glauben, die wir entdecken können, dann auch im Zeugnis, wo wir lesen im Alten Testament. Und dann der letzte Vers noch ist, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch den Glauben können wir verstehen, dass Gott aus nichts die Welt geschaffen hat, wo wir darauf leben. Dass aus nichts hat etwas Grossartiges entstehen, wo uns den Lebensraum gibt. Durch Glauben können wir verstehen, dass aus nichts etwas Grossartiges entstehen kann. Und
dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Dort wollen wir zusammen eintauchen, weil ich glaube, bei diesen Welten geht es nicht nur darum, um die Welt, die Gott geschaffen hat, ganz am Anfang der Zeit, die Welt, wo wir darauf leben, sondern es geht um nochmal eine andere Welt. Und die Welt, wo Gott das Wort bereitet hat, das ist von dem, wo er immer wieder anfängt zu reden, und zwar Gottes Reich. Wir lesen in Markus 1, 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und in dem Evangelium, wo es heisst, sollen wir daran glauben, steckt eben nicht nur, dass Gott uns geschaffen hat und dass es einen Gott gibt, sondern es geht um eines von diesen Lieblingsthemen, wo Jesus glaubt, über kein Thema hat er so viel geredet wie über das, und das ist sein Reich. Über Gottes Reich. Und was man sich dort genau darunter vorstellen muss, das Wort wird ja auch Basileia wird gebraucht dafür, eine Herrschaft. Also wir haben einen Herrscher und wir haben das Volk und wir haben eine Regierung. Und das ist so ein bisschen das Weltherrschaftssystem. Und Jesus ist der, der oben steht als Herrscher über das Ganze. Und Jesus hat es geliebt, über das Thema zu reden. Und er hat uns Bilder gemalt, wie er sich das vorstellt, wie das Reich sollte aussehen. Und da wollen wir jetzt miteinander ein bisschen reintauchen. Das eine, was wir lesen können, ist im Aussendungsbefehl, wo Gott eigentlich seine Jünger, wo Jesus seine Jünger ausgerufen hat, hat er ihnen mitgegeben, dass Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Das ist das, was Jesus ihnen mitgegeben hat und gesagt hat, hey, wenn Gott das Reich abbricht, dann wird das passieren. Und das ist nicht etwas, das einfach so ein bisschen nebensächlich war, sondern das ist ein Grundwesenszug, den er gebraucht hat, um Gottes Reich zu beschreiben. Also in dem Inne fange ich einmal an zu träumen. Dass unsere Arztpraxen, die wir haben, keine Orte mehr sind, wo kranke Leute hinkommen, sondern Orte werden, wo Wunder passieren, wo Kranke heil werden und wo darf Grosses geschehen. Da fange ich an zu träumen davon, dass unser Bundesasylzentrum kein Durchgangszentrum mehr muss sein, sondern Leute, die Menschen die Heim dürfen finden, wo man irgendwelche Wohngemeinschaften bauen. Oder ich fange an zu träumen davon, dass in unserem Seniorenheim niemand mehr unter 70 muss sterben. Das sind so Bilder, wo Jesus malt von seinem Reich bei uns im Embrachental. Das Zweite können wir lesen in Matthäus 11, Vers 11. Dort steht: Wahrlich, ich sage euch, unter den Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Geht darauf aber folgend eigentlich auf das, was Jesus gesagt hat mit der Krankenheilung, geht es eigentlich nachher um die neue Perspektive, die wir überkommen in Gottes Reich. Es ist eine neue Perspektive über unser Leben, wo wir mitnehmen, dass eben genau der Kleinste, aber im Reich der Himmel der Größte wird sein. Die Perspektive, die wir über das Leben bekommen, wo wir anfangen, nicht mehr am Erfolg nachzurennen, nicht mehr am Geld nachzurennen, nicht mehr am dem allem, was wir irgendwie machen aus unserem Leben, sondern dass wir dort eine Perspektive entwickeln von der Ewigkeit.
Denn das Reich Gottes ist nicht abhängig von genialen Menschen. Also wenn Gott davon redet, dass sein Reich abgebrochen ist, dann geht es immer wieder darum, dass es nicht abhängig ist von genialen Menschen. Wo Jesus seine Jünger berufen hat, sind das Fischer und Zöllner und es sind die Unbeliebten und es sind vielleicht die gewesen, wo jetzt nicht jeder hat mit ihnen Zeit verbringen. Und auch wie cool wäre es, wenn doch gerade die bei uns im Embrachental, die vielleicht nicht so cool sind, die vielleicht nicht so ja, wo wir uns jetzt nicht würden, so viel zutrauen, dass die so viel Grosses könnten bewegen. Was könnte doch alles geschehen, wenn wir würden anfangen und sagen, hey, mal, ich glaube, dass das Reich Gottes nicht abhängig ist von genialen Menschen. Dann etwas anderes ist, wo wir lesen im Johannes 17,22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, denn sie eins seien, wie wir eins sind. Und dort geht es um nichts anderes, wo Gottes Reich beschrieben wird, dass jeder so angenommen wird, wie er ist. Dass jeder mit seinen Talenten, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, wie er lebt, wie er handelt, wie er fühlt, das ist bei jedem wieder ganz anders, so angenommen wird, wie er ist. Daraus resultieren sich ja gewaltige Sachen. Wenn die Liebe von Jesus in unseren Schulhäusern einkehrt, dann wird Mobbing dort keinen Platz mehr haben. Wenn die Liebe von Jesus, wenn Gottes Reich unter uns einkehrt, dann wird Versöhnung passieren in den Familien. Dann werden die Ehescheidungsraten vielleicht sich abrupt verändern. Etwas anderes ist, wenn Jesus von Gottes Reich redet, in Matthäus 20, 25 bis 27 lesen wir. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Und dort innen steckt ja auch so viele mega coole Sachen, wenn die Starken anfangen, den Schwachen zu dienen. Wenn wir anfangen, vielleicht auch mit verschiedenen Meinungen zusammen Grosses zu schaffen. Ich stelle mir vor, gerade in der Politik, Embrach ist jetzt sehr SVP-lastig. Und wenn man dort miteinander anfangen zu arbeiten, auch wenn man verschiedene Meinungen hat, um zusammen ein Ziel zu verfolgen, und zwar, dass Gottes Reich kann Wahrheit werden, wenn man anfängt, mit verschiedenen Kulturen auch zusammenarbeiten, dann kann dort ihnen mega Grossartiges entstehen. So ein Bild, wo wir vielleicht denken, das ist mega weit weg von uns, oder vielleicht denken wir auch, ja nein, es ist eigentlich näher von uns. Wo das Reich, wo Gott malt, wo unter uns im Embrachental soll entstehen. Und dort hinein wollte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich wollte euch eine Geschichte hineinnehmen, und zwar steht die 2. Könige. Und zwar ist das Volk Israel, hat einen Prophet gehabt, und das war der Elisa gewesen. Und der Elisa, der hat gewusst, dass die Syrer sich ihres Lager neu aufgeschlagen haben, weil sie Truppen vom Volk Israel haben unterwegs abfangen. Und ist das gegangen und hat das dem König gesagt. Und so hat natürlich das Volk Israel super gut gewusst, dass wir nicht dort durchlaufen müssen, wo die Syrer sind, weil sonst werden wir natürlich angegriffen. Und der König der Syrer hat es nicht verstanden, wie kann das sein,
dass die das wissen, dass wir jetzt dort sind und dass sie jetzt einfach einen anderen Weg gewählt haben und sie einfach außen rum sind und jetzt muss irgendeinen einen Spion unter uns haben oder irgendeiner, wo das denen irgendwie gesteckt hat. Und seine Diener aber haben gewusst und ihm gesagt, nein, schau, es ist der Elisa, wo irgendwie alles weiß und irgendwie alles auch ein Stück weit sogar gehört, was geflüstert wird im Königssaal und das weitergibt. Und der König, der ist wütig geworden und hat gesagt, ja, das geht doch nicht und den muss ich mir holen. Und er hat sich auf den Weg gemacht und ist zu dem Volk Israel an und hat das belagert mit seinen ganzen Truppen und hat gefunden, ja, der Elisa, den muss ich ausradieren, weil dann können wir wieder richtig vorwärts gehen, oder? Und hat das ganze Heer hat er ums Volk Israel umgestellt und der Elisa war am Schlafen und dann ist am Elisa sind die gekommen, hat ihn geweckt und hat gesagt, steh auf, die Syrer sind da, sie wollen uns berauben, sie kommen und greifen uns an. Und der Elisa ist aufgestanden und sie sind raus schauen und der Diener hat gesagt, Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Und der Elisa hat gesagt, es kommt alles gut. Und er hat am Diener gesagt, los, mach deine Augen auf. Gott, mach ihm die Augen auf. Und als er am Diener die Augen aufgemacht hat, hat er gesehen, was der Elisa schon von Anfang an gesehen hat. Und das war ein Heer von brennenden Streitwagen, wo das Volk Israel bewacht hat. Und durch das Heer haben sie nachher auch die Syrer besiegen und sind eigentlich nicht betroffen von dem Raubzug. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Es steckt eine Frage dahinter. Bist du bereit, deine Augen zu öffnen? Gut, wie sollen wir jetzt das verstehen? Also wir haben ja offene Augen und wir sehen ja, was läuft und so. Und das ist ja eigentlich klar. Wir sind ja nicht irgendwie verwirrte Wesen, die nicht mehr nachvollziehen können, was passiert. Aber um das geht es ja nicht im Glauben, sondern im Glauben geht es darum, dass er die Umstände, so wie sie sind, nicht verleugnen tut. In unserem Glauben geht es nicht darum, dass wir ein Bild malen von unserem Embracher Tal, wie es gar nicht ist. Sondern im Glauben ihnen entsteht eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die bewegt wird durch das Wort von Gott. Der Glaube lässt sich treiben von den Umständen, nicht von den Umständen, wie sie aktuell sind, sondern er lässt sich treiben von unserem Wort Gottes, von dem, wo Jesus über das Reich Gottes tut auch weitergeben. Und da drin steckt eine zweite Frage. Von was lassen wir uns leiten? Von was lasse ich mich leiten? Sind es die Umstände, die manchmal vielleicht überhaupt nicht so aussehen, wie es Jesus eigentlich malt, als er unterwegs ist mit seinen Jüngern und seinen Freunden? Oder lassen wir uns leiten von dem, was er uns verspricht, auf dem, wo wir uns unsere Hoffnung aufbauen und versuchen, dort hinein vorwärts zu gehen? Der Glaube verleugnet nicht die Umstände, aber der Glaube bewegt sich durch das Wort von Gott.
Und dort drin ist so eine gewaltige Kraft, wo wir, wenn wir die für unser Leben können entdecken können, auch können anfangen zu merken, wie durch unseren Glauben das kann Wirklichkeit werden. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist und wo du gerade stehst. Ob du Jesus kennst und ob du weißt, was er auch über sein Reich prophezeien und wie er sagt, dass eines Tages Sembacher da mal wird sein. Dann wollte ich dir Mut machen, dich dort reinzustürzen und dich damit auseinandersetzen, hey, was sagt Jesus über das Gottesreich? Was steckt noch mehr in dem Evangelium, als wir das uns einmal vorstellen? Viele da innen sagen aber auch, hey, ich habe Jesus als meinen Retter für mein Leben angenommen. Ich weiß, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Dass wir wieder in dieser Beziehung leben können. Und auch gerade dort hinein wollte ich euch wieder Mut machen. Geht tiefer graben, was steckt wirklich in dem Evangelium, wo unser crazy Glauben ausmacht. Und tragen das raus in die Welt. Weil dort, wo wir anfangen zu glauben, dort kann das auch Wirklichkeit werden. Von was lässt du dich leiten? Sind es die Umstände, die zum Teil eher erschütternd aussehen und wo wir nicht weiter wissen? Oder ist es Gottes Wort, wo so viel Kraft drin steckt? Ich tue noch beten. Ja, Vater, ich will dir Danke sagen, dass du König und Herr über die Welt bist. Dass unsere Umstände im Leben, wo wir einmal unterwegs sind, und vielleicht auch oft nicht so rosig aussehen, dass wir wissen, dass du dort Herr darüber bist und du dort reinwirken willst. Du malst unser Hoffnungsbild, das so genial und gross ist, von deinem Reich. Schenk uns einfach immer mehr, dass wir wirklich den Glauben haben, dass wir durch den Glauben dürfen die Sachen entstehen lassen, die wir jetzt noch nicht sehen. Die wir in unseren Umständen nicht wahrnehmen können. Aber durch das, dass wir in unserem Glauben, in unserer Hoffnung vorwärts gehen, dürfen immer wieder mehr auch direkt im Alltag einen Unterschied machen. Amen. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist so etwas, das Brot und der Wein ist ein Zeichen von der Gastfreundschaft. Also wenn wir Christen zusammenkommen
uns dort in dem Abendmahl rein, wo unsere gemeinsame Nenner findet. Es ist nicht so, dass wir jetzt einander vielleicht alle mega sympathisch finden oder alles beste Freunde sind und einfach ja, voll miteinander im Alltag unterwegs sind, sondern wir kommen da zusammen und dann im Abendmahl bekennen, dass wir zu der einen Familie Gottes gehören und dort miteinander unterwegs sind. Wir sind ein Glied von dem Leib Christi und wir essen von dem Brot und trinken von dem Kelch. Um uns zurückerinnern, dass Jesus an dem Kreuz für uns gestorben ist und die grosse Einladung ausgesprochen hat, dass wir in die Gemeinschaft hineinkommen. Ich finde es krass, zurückdenken oder an das Denken, wie wichtig dass es Jesus war, das Abendmahl noch zu feiern, obwohl er gewusst hat, auf was auf ihn wird zukommen. Wie wichtig dass es ihm war, die Gemeinschaft noch haben mit seinen Jüngern. Als die Stunde für das Passamahl da war, nahm Jesus mit seinen Jüngern an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder. Denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern und sagte: Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Ja, Jesus, ich will dir Danke sagen für dein Liebe, das du hingehst am Kreuz. Dass wir wieder in die liebevolle Beziehung hineintreten. Dass wir durch das die Freiheit erlangen. Wieder mit dir in Kontakt kommen und mit dir zusammen unterwegs sein. Und ich will dir Danke sagen für dein Blut, das du vergossen hast. Wo uns immer wieder auch daran erinnert, mutig zu sein, mutige Schritte mit dir vorwärts zu gehen. Wo uns daran erinnert, dass wir mutig uns bekennen zu dir, weil wir dürfen durch die Vergebung von dem Blut, das du vergossen hast, dürfen zu dieser Familie gehören, zu dieser Familie, wo du uns bereitest. Amen. Ich wollte dich jetzt einladen, wenn du sagst, hey Moll, ich glaube an Jesus und das bedeutet mir etwas, dann haben wir hier Brot, wir haben 2 Tische und Traubensaft, wo ihr euch bedienen dürft, wo wir jetzt einfach werden die Zeit haben vom Abendmahl. Währenddem werden wir nachher auch noch in Worship einsteigen, wo ihr euch einfach Zeit lassen könnt, zum Abendmahl nehmen, zum vor Gott kommen und ihm das anlegen.
Was für eine Zuversicht, nichts, was uns trennt von seinen Händen. So cool, danke vielmals. Mit dieser Gewissheit möchten wir jetzt auch in die nächste Woche starten, Wochenausblick. Am Dienstag ist hier immer Gemeindegebet. Ich möchte euch einladen, um wirklich zusammen einzustehen für unsere Gemeinde, für unser Embrachertal. Das ist mega cool. Nächsten Sonntag haben wir wieder Gottesdienst mit dem Christian Gfeller. Er ist Pastor von der FEG Winterthur, habe ich mich sagen. Und zwar mit dem Thema, wie gehe ich mit Frust um. Dann von meiner Seite persönlich noch am nächsten Sonntagnachmittag möchte ich einen Vortrag machen über den kleinen Missionseinsatz, den ich in Peru gemacht habe. Und ich freue mich jetzt schon mega, euch davon zu erzählen, mit Fotos. Ich habe vieles erlebt. Wenn ihr dort möchtet dabei sein möchtet, meldet euch doch noch bei mir. Es hat noch ganz viel Platz. Und es ist auch wirklich mega cool, wenn ich viele Gesichter dort gesehen habe. Dann, was auch immer ist, Folien vom Kids-Treff mit noch eingeblendet werden. Fragt doch auch die Kinder, wie ihr Gottesdienst gelaufen ist und wo sie dran sind in ihren Geschichten und ihrem Lernen. Und dann wird es auch noch eine Folie haben für Kollekte, wo ein Twin-Gott drauf ist. Für die, die so ein bisschen moderner unterwegs sind. Und für die Wohnungstiere sind, haben wir die hinten auch ein Böckchen, wo man etwas reingeben kann. Damit unterstützen die verschiedene Anlässe, Frauenfrühstück, Mannentreffen oder auch die Jungschi. Darum danke vielmals für alles, was ihr gebt. Mega cool. Dann haben wir auch noch 2 Geburtstagskinder, die ich möchte ansagen. Eins ist tatsächlich ein Kind, nämlich der Dani Pasudis. Er wird 7, wenn ich richtig bin. Genau. Und der Andreas Wegmann. Gratuliert doch Ihnen, wenn ihr Kontakt mit ihnen habt. Das ist ja mega cool. Genau. Dann möchte ich zum Schluss noch den Segen sprechen. Steht doch alle auf dazu. Ich lese aus dem 1. Timotheus 7, aus dem 2. Timotheus 1,7. Und dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte euch segnen, mit dem Geist einfach von mutig sein, dass ihr dürft gross glauben, egal wie die Umstände sind. Amen. Ja, bleibt noch ein bisschen da. Wir haben wieder Kirchenkaffee, wir haben das mal sogar 2 Stationen, wo ihr dürft euch etwas holen, schwätzen miteinander, tauschen aus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ciao zusammen.